Ja, guten Tag, liebe Lü. Dann ist wer einmal Zeit für einen plattdeutschen Fair Talk. Wir sind hier, wie wunderbar wer, fein kommodig in Welserslot in Blexenborgen. Und ich habe mir einen Gast einladen, der was besonders mitbringt. Ja, aber vorneweg muss ich sagen, die Lü von der Technik fragt mich dann immer für die Bauchbinde, so nimmt sie das. Da steht dann in die Norm und was ihr so mag, was ihr denn für eine Funktion hat. Und ich habe gesagt, die hat eigentlich gar keine Funktion. Hier ist einfach bloß Platschnacker. Michael Haken. Ja. Herzlich willkommen. Ja, wunderbar, dass du gekommen bist. Wir werden uns ein bisschen über Platt und über die Lebensgeschichte, aber vor allen Dingen auch darüber unterholen, wo du nun wohnst. Aber bevor wir dort kommen, musst du erzählen, wo kommst du zu Platschnacken? Du bist ja in Oldenburg geboren, in Ofner-Diek, in der Zeit, wo das eigentlich also ein bisschen ja, vorbei wird, dass die Leute plattisch abwussen sind. Warum kannst du trotzdem Platschnacken? Du darfst aber erstmal erzählen, genau, wo du eigentlich herkommst und was du mit Oldenburg zu tun hast. Erstmal freut mich, dass ich hier sitzen kann. Ja, ich komme aus Oldenburg, Ofner-Diek, bin 1961 geboren. Und was du sagst, das wäre all die Zeit, wo nicht mehr so platschnackt worden ist. Es ist so, wenn das meine Ollern gar nicht mit mir platschnackt haben, aber das werden auch alle Oldenburger, die Omas und Opas, die ich habe, das werden all Platte. Und Opa und Oma, die haben das versucht, väterlicherseits mit mir Hochdeutsch zu schnacken, aber da gingen wir die ersten 3 Jahre und dann haben sie zugegeben, weil da käme nicht viel Beirut und so haben wir uns das Kinder anwöhnt, auch mit denen Platt schnacken und so ist die Sprache entstanden. Ne? Es wundert mich ein bisschen, ich weiß von dir, dein Vater hat ja in Oldenburg auch Plattdeutsch Theater gespielt, aber Platt schnackt mit die zum Beispiel hätte ich nicht, ne? Oder? Nee, mit uns hat beide Ollern gar nicht Platt schnackt, untereinander auch nicht mal, aber mein Vater, ja, der war ja in Oldenburg bei der August-Hinrichs-Bühne. Vor dem hätte die Bühne in Sportverein Ofner-Diek gegründet, 1947 war das all. Und so tingelte er dann immer über die plattdeutschen Bühnen, Laiendarsteller, und hat auch sogar ein Arrangement gehabt mit Helga Feddersen. 4 Stunden von Elbe in hieß das damals mit Helga Feddersen in Eckwater hören oder, nee, gar nicht wo. Wunsbüttel oder so, hätte sie dann dreit und so hätte ihm dann utlädt. Hat Lotsen. Der Trophy, aber trotzdem, also Ofner-Diek bist du abgewassen. Hast du das Gefühl, Ofner-Diek hört da zu Oldenburg oder wird das noch was Eigenständiges zu der Zeit? Ofner-Diek, das wäre eine Diaspora, kannst du wohl sagen. Das liegt ja ganz im Norden von Oldenburg. Über uns, oder andersrum sagt, ob ihr linke sieht, nur Westen hin, für die Flughafen, die Flugplatz, da wir nix, da kommst du gar nicht hin. Aber rechten sieht vor in Ammerland Richtung Rost und nur oben hin wir Mädchendörp. Also irgendwie wären wie so ein Vorposten von Ammerland, wenn du so willst. Also ganz ländlich prägt und daher kommt das auch so ein bisschen. Also du hast nicht das Gefühl, dass du in eine Stadt obwussen bist. Also eigentlich bist du auf dem Dörp obwussen. Ja, das wäre so ein Dörp in der Stadt, wenn du so willst. Ja, ne? ja. Ja, ich kann das so ein bisschen nachvolltrecken. Ich bin ja ein bisschen älter als du, aber... Dann hätte ich gewusst. Aber eine verwandte Familie wohnte in Ofner-Diek und wir haben nie gesagt, wenn wir da mal hinführt sind, das käme ganz selten für. Also von Dorf, wo ich komme, und Grabsteh oder Friesische Rede, wenn wir nach Oldenburg fahren, das wäre ja eine halbe Weltreise. Und wenn wir dann mal hinführt sind wir eigentlich nie nach Oldenburg geführt, sondern wir sind immer noch dann in Ofner-Diek geführt. Ja. Ne? Ja. Was bei uns auch typisch wäre, wenn Oma oder Opa wohl was inköpen müssen oder nur die Behörde hin, dann sehen sie auch, wie führt in eine Stadt. Das wäre einfach. Und wie wäre das? Wie käme man von Ofner-Diek in die Stadt? Mit einem Trolleybus. Also meistens nur mit einem Bus. Das wäre die Alexanderstraße. Die Alexanderstraße, nun sind wir wohl in der Historie, das wäre die Straße, die nun Alexander Heide hingeht, wo du musst dann den Flugplatz hintereinander setzen, der die abgebaut worden ist. Und an dem Alexanderhus, wo die Straße hinführen, das wäre die Bauernhof, wo ich auch als junger Kerl mit 6 Tagen immer Arbeit habt und auch mein Bruder, meine Cousinen und Cousinen, die habt alle da geholfen und da wäre auch platt, nur Gang und Gäbe. Anders kommt das doch gar nicht. Ne? Du hast dann ein bisschen in Oldenburg nach Schule gegangen. Ja. Machst du was über die Schulzeit erzählen?
Ja, das wäre nicht so toll. Das hätte ich so abgeboten. Ich habe 2 Brüder, der eine ist 3 Jahre alt, die andere 6 Jahre. Und die wären alle auf dem ohlen Gymnasium. Und wo muss die Leute hin? Auch noch ein Gymnasium. Von der Grundschule behütet und auf einer Diek noch ohne Gymnasium nach Oldenburg in der Stadt. Und das wäre für mich ein Kulturschock. Platt wäre gar nicht ansicht durch. Das wäre so eine Spruch von Arbeiterkindern und Bauern. Nur hoch. Aber wir haben einen, die heißt Meino Jansen. Die hat uns ab und zu mal aus Nord-Oldenburger Inland Plattdeutsch schnacken und Lesewettbewerbe. Und in der Sizilienschule habe ich da was mitgemacht und dann, da wären wir dann die Helden. Aber sonst wären wir keine Helden auf dem Gymnasium. Also bis nach Gymnasium gegangen? Ja. Aber ich weiß von dir, du hast kein Abitur gemacht. Nee, so viel habe ich nicht gebraucht. Ich habe nur die 10. Klasse, nur die erweiterte Realschulabschluss habe ich zugegeben und habe Murermann lehrt, ganz traditionell und konventionell. Also einen ordentlichen Beruf lernt und, Ja. In Oldenburg. In Oldenburg, ganz genau. Auch in Use Ecke. Ja, ja. Da konnten wir fein mit Rad hinführen und da konntest du aber merken, dass das Plattdeutsche im Handwerk auch nicht mehr so präsent wäre, sondern da kommen auch die Schlesischen und ich sag mal jetzt salopp die Flüchtlingseinschlag, die kämen da langsam mit drin. Und da wären nur noch so ein paar, die dann noch Platz schnacken den. Aber das hätte mich auch immer fein holten, denn wenn man wie die ohlen Gesellen unterwegs wäre, das wäre nicht das Schlechteste. Gut, das hast du ein paar Jahre gemacht. Genau. Gesellenprüfung, wie sich das hört. Und Ja. dort und hast dann ein paar Jahre als Gesellarbeit. Aber dann irgendwann ist die klar geworden, das ist nicht meine Lebenserfüllung und hast dann noch was anderes gemacht. Genau. Darüber. Dann bin ich nur die Technikerschulung vorgeführt vor 2 Jahren. Das kommt dann aber erst, wenn man 5 Jahre Geselle wäre. Und dann bin ich 2 Jahre nur Lehrer hinführt und habe da meinen Techniker gemacht, Fachrichtung Tiefbau. Und das wäre für mich immer der Einstieg dann in öffentlichen Dienst, in die, ja, in das weniger körperliche Arbeiten, will ich mal darauf hochsägen. Aber was ich ganz wichtig finde, dass wir, als ich in Lehre ankäme, auf der Technikerschule, das erste, was da wäre, Plattdeutsch. Die aus Friesen, die da allen wären. Da wäre Plattdeutsch noch überall in Dach und immer noch dabei an erste Sprache, will ich mal sagen. Und das hätte mir auch geholfen in der Schule. Und so, ja, Technikerschule und dann Anfang OWV und dann mehreres DNH, wo ich dann arbeiten konnte. OWV, gutes Stichwort. Ja. Vielleicht sollte ich das jetzt hier sagen. Ich glaube, das passt ganz gut. In dem Moment, wo wir hier zusammensitzen, ist noch nicht ganz lange her, ein für die Plattdeutschen zumindest wichtigen und vielleicht sogar für den OWV, ich weiß das nicht so genau, ganz wichtigen, Anton Jansen, von den Plattdeutschen Schriever und diverser Marsch, die ich persönlich für die wirklich richtig guten Schriever holt. Die ist leider für ein paar Wegen verstorben. Du hast ihn kennengelernt. Ja. Kannst du über Anton was erzählen? Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Meine erste Technikerstee, das wäre 1988, bin OWV, käme ich da an und was da rumführt und hab da dann Anton kennengelernt. Und Anton hat uns auch, das habe ich dir einmal erzählt, hat die Nähen, die immer kämen, immer ganz gut auf die Schippe genommen. Und das wäre ein ganz fein Kill. Da wäre so ein, ich sag mal, 1000 Sasser, und konntest du überall was fragen und ja, immer feine Geschichten dazu. Und dann, da kommt wie aber nichts bestimmt noch für, als wir dann hier wohnen, in Goldsworder Wurp, was du dies wohl vertellen wollt, habe ich ihm nochmal besorgt. Das wäre vor 2 Jahren. Und das wäre ganz toll. Und wir haben noch schnackt und von Dummes die ohlen Titen so ein bisschen ableben lassen. Und das wäre hochinteressant. Du hast mir mal von sie eine erste Begegnung mit ihm, wo ihr die so ein bisschen über Schiff genommen hast. Vertell das mal. Das ist nämlich, das passt zu die, Ja. aber passt auch zu Anton Jansen. Ja, wie ersten Tag oder zweiten Tag, ich weiß nicht mehr ganz genau. Wir sind rumgeführt worden und mein Chef damals, das ist Herr Jansen. Und ich sage, moin, Herr Jansen, ich bin Michael Horken. Oh, sag ich, du schnackst platt. Und du fängt das so an, komm nur her, nochmal im Nummer hin. Und dann bin ich dort Hus gekommen und dann nur her, weil er nur im Hen. Und dann sage ich, du, hier habe ich einen Antrag, du bist ja jetzt auch wie us, wie ein Verband. Wenn du den Ut füllst und fein abgeben da ist vorne wie ein Chef, dann kriegst du da Trinkwörter umsonst.
Ich sage, oh, das ist so fein. Und da wir so ganz mit Kopfbogen, ganz hochprofessionell. Damals gebe ich ja noch keine Computer. Ich habe mir enorm handschriftlich Änderungen, wie viel Kubikmeter wir wollen verbrücken, den an Dach oder in Mond. Und habe dann ganz stolz wie die Vorzimmerdame von Herrn, damals wieder Peter Blom, abgeben. Und ich hätte nur mit dem Kopfschild, oh Anton, was hättest du da wohl auf dem Morgen? Ne? Da kennen sie all, jeder musste da so durch. Und das wird eine feine Geschichte werden. Gut, wir hatten den letzten Umweg, die wäre aber wichtig. Also bin OWV. Auch da wird Platschnackt. Ja. Ne? Ja. Das wäre eigentlich der Sprach, die ja überall auf die Baustellen sowieso. Und die, naja, aber das wäre die erste Stelle als Techniker, aber nicht die letzte. Vielleicht noch so 1, 2 Drehstationen, also, die für die auch wichtig werden sind. Da gibt eigentlich nur 2 oder 3 ganz interessante Stationen. OWV bin ich nicht lang gewesen, ein halbes Jahr. Dann nun Land Niedersachsen kommen, nur Ollenbach, Strautenbauamt. Das wäre so eine Sorge, die hat mich auch geprägt, weil wir da mit Strautenbau und auch mit Tiefbau durch die zu tun haben. A1 Heavy Mock, die Grundsanierung in Delmhorst Ost. Dann bin ich von dort nur die Gemeinde Wiefelstee gekommen. Und eine von 3 Gemeinden wäre das, Gemeinde Wiefelstee. Plattdeutsch, ganz klar, das wäre vor Use Husdör. Und dann die Gemeinde Bad Essen, das wäre in Osnabrücker Land, da bin ich 4 Jahre gewesen. Hab mich nicht so, wusste ich damals gar nicht. Ich kam da an und musste dann dienstlich so einen Bauern besuchen und die war ganz stiekum mit mir, die hat mich gar nicht rinloten in den Hus. Und dann habe ich gesagt, Mensch, kann man mit dir nicht vernünftig schnacken? Und bums, ach, du kannst platt, dann komm mal rein. Und so wird das Eisbrocken und dann habe ich das erste Mal gemerkt, wenn du platt kannst, auf dem Land und die Leute so vernünftig anschnacken kannst, dann kommst du da wieder mit den Anlegen. Ne? Das wäre immer ganz interessant. Gut, dann hast du aber einen ganz großen Umweg gemacht. Das hat was mit Liebe zu tun. Ja. Bist du nach Berlin gegangen? Das ist auch so ein Berlin. Ja, wir fahren nach Berlin. Ja, ich habe der Liebe wegen meine beiden Kinder, die wären Aldor, oder unsere beiden Kinder, wir haben uns getrennt von meiner ersten Frau. Die wären in Berlin. Ich habe eine Frau kennengelernt und bin dann auch nur Berlin trocken. Habe dann 5 Jahre da in Berlin gearbeitet und habe immer ein bisschen Sehnsucht, weil er nach Hause zu kommen. Und meine Frau, Gott sei Dank, die wäre auch so beweglich, dass die das verstanden und die wäre aninteressiert, die wuselige Stadt Berlin so ein bisschen zu verlauten und so ein bisschen den Rücken zu kehren. Und dann habe ich uns gedacht, dann lass mal so anfangen, wie sollt uns hier in dieser Gegend, im niedersächsischen Nordwesten, erstmal eine Ecke, wo wir uns ein Wochenendhus köpen könnt oder ein Ferienhus, so wollen wir da erstmal ran. Ja, und dann kam das Ganze in Lopen. Gut, und wie kommt jetzt an eine Stelle, die habt wir einmal auch wie in Plattischen Fairtalk mit Helmut Hein vorstellt. Helmut Hein, gebürtig aus Nordenham oder ganz genau aus Volkers. Das erste Buch, was er geschrieben hat, eigentlich über seine Kindheit und seine Jugend in Nordenham und im Tau unter Windflüchtern. Aber Helmut, ja, war einmal dabei, wer was geschrieben hat, sich das zweite Thema genommen und schrift einen Kriminalroman mit dem Titel Mordstein. Und dessen Mordstein, dann gibt er tatsächlich. Und jetzt kommst du ins Spiel. Wie hast du es auch hier so über diesen Umweg kennengelernt? Ja. Wie jo auf dem Hof und auch da wird das von Anfang an klar, wenn wir beiden was miteinander zu tun haben, schnackt wie platt miteinander. Ja. Das geht gar nicht anders. Aber jetzt zu den Mordstein und zu das Hus. Vertell ihm bitte was über das Hus. Ich sög einmal auf das Buch, der sieht, wo das Hus Abbild ist. Vielleicht kann man das auch so in der Kamera holen, dass man das sehen kann. Das ist was Besonderes. Bevor du über den Mordstein was vertellst, vertell noch ein bisschen was über das Hus. Ja, erstmal muss man über vertellen, wo sind wir da rankommen. Das wäre noch zu den Titen, wo ich im Bezirksamt Spandau arbeiten gehe. Im Internet
was ich eben vertellen, wie wollen uns ja so ein Ferienhus söken hier in der Gegend und dann stolper ich über diesen großen Hof. Und die Priester sag ich hier gar nicht, die wir so adäquat, auf Hochdeutsch, da ich mir gedacht, Mensch, den will ich mal ankicken. Dann habe ich mir eine Annette angerufen, habe ihr gefragt, wollt du mit? Ja, sag sie, aber dann bin ich forstlos und dann sind wir nämlich Pinksmontag entführt, habe uns dann ankicken und sagen Forst, dann will ich haben, den Köpfihus. Von den Mordstehen habe ich noch gar nichts gewusst, überhaupt nicht. Wie ein Kumpel, der aus Ollenbach kam, dort und hat sich das auch angekicken, der hat nur gesagt, viel Arbeit, das wir sehen Schnack immer nur, aber der will nichts umgeben. Ja, dann kämen wir wollen nach Berlin. Ich habe bei der Bank, da kommt über die Landessparkasse zu Oldenburg, habe ich dann gefragt, wie wird das wohl köpen? Da will dann der Sachbearbeiter, ja, Sie müssen ihn aber erst besichtigen. Ich sage, wie alt? Ja, dann ist gut. Und dann habe ich das kriegen. Und wir haben Glück gehabt, weil der Sturm, der ran, wäre gewaltig. Wir sind die Ersten, wir haben forthandelt und zack, habe ich dann noch kriegen. Das wird 2008 sein. 2008 fangen wir dann an, so wie mal Urlaub in Goldswader Wurp, auf den Hof, hat uns da inquartiert in das Lütje Hus, wäre ganz fein und pendelten dann immer zwischen Berlin-Spandau und Goldswader Wurp. Aber wir haben ziemlich froh festgestellt, man kann nur in einem Hus vernünftig wohnen, nur an einem Ort wohnen. Und dann haben wir uns nur Brauk, nur Goldswaden, Udrecht und sind dort dann introcken. 2009 haben wir das. Ich habe eine Steh gefunden, Arbeitssteh hier bei der Gemeinde Bockhorn. Annette ist mit rübergekommen und dann habe ich dort wirkt und umbaut und renoviert und restauriert und auf den Finger kloppt. Also da wäre schon heel, sagt die Ostfries, ganz viel Arbeit an. Aber das Hus selbst nochmal, das ist ja gute 200 Jahre eine Substanz alt, aber es ist ja ein Riesenhus. Ja. Ich kenne das gut, das Hus, ne? Eine Riesendoll, da sind Balken und Ständer in. Ja, was interessant wird, da gibt ganz viele Details. Borben über die große Tür, über die Schülentür steht dann 1760 glaube ich, Boot, aber das ist ja nur das Boot, was zu sehen ist. Die Schür, die ist 1890 Boot. Das Hus, das steht lange vor dem, ich denke mal 1600 und so, was mit das Boot worden wären. Aber nicht in den Substanz, wo es nur ist, sondern so ein bisschen einfacher, kann ich mir das wohl vorstellen. So eine Sorge, was auch interessant wird, dann habe ich einen Umbau hat, in Detail will ich nur noch vertellen. Wir haben eine Decke Ruthaut und ob Molz dann auf dem Balken mit einem Griffel schreiben, Johann Gerdes, Ovel Gönne, 1891. Ich denke, Ovel Gönne? Ja, habe ich dann ein bisschen recherchiert, damals hörte das noch zu Ovel Gönne. Und so, ja, so hat man überall an jeder Ecke so ein bisschen Historie, die um den nächsten weit durch. Ne? Ja, also die Goldswader Wurp hört ja zu den Moorhufen. Das sind ja diese Hufen, die bestimmte Breite haben, so, ich sag mal ungefähr 100 Meter. Und dann ging das ja entlang drin und das hörte dann ein Buhr. Und das kann man wie hier oben im Hus eben noch ganz gut sehen. Und rund im Tau hier auch noch, die zumindest ein Teil die Kraft. Ne? Also das gibt dann noch. Vielleicht ist die Kraft der feine Übergang zu uns stehen. Du hättest ja in Legen, aber... Ja gut, aber ich wollte just diesen Übergang herstellen. Also über das Hus kann man ganz viel vertellen. Aber nochmal zu den Stehen. Also die ist die zu Anfang nicht abgeholt, als du das erste Mal so hinführt bist und hast du gesagt, hey, was ist das für ein Stehen? Oder? Nee, der steht ja rechts von der Abfahrt und beim ersten Mal habe ich dann wollen sehen, aber ich dachte wohl, naja, hätte sich vielleicht so ein Sammler da was hinstellt oder hätte doch gar nicht die Bedeutung vermitteln können. Und erst lauter käme das dann. Und zwar, als wir dann köpen wollen, mussten wir in das Grundbuchamt drin kicken und da stand dann auch der Denkmalschutz drin. Wir hatten Denkmalschutz ob die ganze Hoffläche, nicht nur Hus, ob der Grund. Und das den wir nochmal besonders mit abführt. Und so käme das denn, dass ich mich mal für interessiert habe, was hätte das mit den Stenen wohl so ob sich. Ne? Und
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja. Naja, wolltest du die Geschichte kurz vertellen? Also, was du da weißt? Also, ich möchte auch mal sagen, ich krieg für, das ist ungefähr so 2008, ja, kommt ungefähr hin, kriege ich einen Anruf von einer Frau aus Oberhausen. Mhm. Und die wollen was weten, die sagt, die kennen ja sicher den Mordstein, den Sühnestein in Golswaden. Mhm. Nee, habe ich gesagt, habe ich noch nie was von gehört. Mhm. Ich wusste das auch nicht. Ich habe das über diese Frau kennengelernt, die hat ein Buch darüber geschrieben und hat sich mit dem Thema Sühnestein auseinandergesetzt. Mhm. Aber vielleicht kannst du zu diesem Sühnestein nochmal, auch wenn das für einige, die uns ständig, die regelmäßig kicken dort, aber ich kann vielleicht mal nur so grob vertellen. Die Steen ist eine Strafe, so muss man mal so sagen. Ob der Usenhof ist verbrieft, was passiert. Da gibt 3 Jungs und die haben eine Magd. Und die Magd, die heißt Anna Rüdebusch. Und die Anna Rüdebusch, die habt sie in Ovelgönn, in der Burg, im Haftiert, weil sie ihr Kind umgebracht habt. Aber Anna Rüdebusch ist auch umgebracht worden. Und das wäre so 17 Jahre lang nicht klar, wer das wen ist. Aber nur habt sie festgestellt, das wäre um 1641 oder bitte was, 1641, das ist also 400 Jahre meist her, habt sie festgestellt, dass das wohl die 3 Jungs bei ihnen sind und die haben die Strafe, einen Stehen abzustellen. Die wurden nicht, also keine Todesstrafe, das nicht, aber die mussten das einen Stehen abstellen, wo genau abstellen, was sie gemacht haben, dass sie schuldig wären und was da passiert ist. Und den Totenkopf, dass jeder weg, wer von der Straße kommt, oh, da wohnt schlimme Lüge. Das wäre so gebrandmarkt, wenn die durch. Und die Stehen, die kostete damals, ich glaube, 3 Ossen und 2 Peer, das wäre ein Vermögen. Weser Sandstein ist extra in Bremen anfertigt worden und das wäre die Strafe dort. Ne? Naja, das geht das nicht bloß in Golswaden und Golswader Wurp, sondern das kann man eigentlich über ganz Europa verteilt. Das gibt in Deutschland ganz viele Stehen, wo das so eine sechste Sühnesteine gibt. Und das wird eine ganz schlimme Strafe haben, die dazu führt hat, dass diese Familie über Generationen brandmarkt wäre. Naja, und dann irgendwann habt ihr wohl reagiert, habt gesagt, nun regt das aber und habt das Ding verschwinden lassen und habt das in die Bio ohne Kraft packt. Ne? Und das ist eben so, im 1900 habt ihr die war gut gefunden und gut gesagt und naja, seitdem steigt hey durch. Man weiß gar nicht so ganz genau, was tatsächlich passiert ist. Das Einzige, was verbrieft ist, steht, ob der eine sieht und ob die andere sieht von diesen Stehen, kann man da noch lesen. Vielleicht können wir auch noch mal sagen, dank Dine Mithölp gibt es da jetzt ein lötjes Schild mit einem QR-Code drauf für alle Lü, die da hinführen wird, Golswader Wurp. 12 ist das, ne? Also wenn dann Brake, Golswader Wurp 12, Navi ingeben, dann, was man da hinführt. Mit Rad kann man da natürlich auch wunderbar hinführen. Und ob den QR-Code dann inscannen und dann, was man, ob der sieht von so einem Braker Kulturweg führt und dann kann man sich die Geschichte inlesen von Gerd Spiekermann auf Platt, aber auch auf Hochdeutsch anhören, anlustern. Also es lohnt sich wirklich. Vielleicht kann ich doch noch was sagen. Die stehen so schlimm dokumentiert, was da passiert ist, Mord und Totschlag. Aber so toll ist das auch, ohne dessen stehen sehen wie die beiden hier gar nicht. Nee. Also wir haben uns kennengelernt, Helmut Hein. Dessen stehen, ja. Ja, die Helmut Hein-Geschichte, die das Buch geschrieben hat, ist auch interessant. Wie wir in Gurnen arbeiten, ob mal heute ein Auto an der Straße und dann schlicht doch jemand um Tod. Und Annette, wie eine Frau, offen wie sie ist, sagt, dann kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie was wissen über diesen Stein? Da sage ich dann Helmut, nee, Lüttmann, ich will doch genug von. Und dann hätte ich so schnackt und dann hätte Hesek vorgestellt, dann käme sie eine Frau noch dazu. Und dann hätte ich auch vertellt, dass ich einen Roman über diesen Stein geschrieben habe, was für uns ja gewaltig wäre. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, Helmut, wir haben uns vorgestellt, die erste Lesung für diese Buch, dann mochte ich uns in der Schür. Und da bist du nämlich Hans Mein mit die eine Christus dazu kommen. So ist er nämlich anfangen. Ja. Das ist auch halt, ich glaube, 3 Jahre, 2 Jahre, ja, weg gar nicht. So. Naja, die Zeit verschafft sich sowieso dort diese Sendung denn in Zukunft. Ja.
noch Woller Holt, dann kann man sich die immer wieder ankicken. Wir können vielleicht, Helmut Hein ist jetzt dabei, sie eine Tit, die er dann noch hätte als Rentner damit zu verbringen. Da kommt nämlich das nächste Buch, Ruth von M. Und da beschäftigt sich mit Langlütchen 2. Durgön, ja. Und das war sicher eine hochspannende Angelegenheit. Das, was Helmut mogt, und das hört eben zu dem Buch auch dazu, er recherchiert genau über das, was historisch sich da am Tor ranken deit. Und ja, von daher, das Buch ist lesenswert. Und wenn Helmut in der Gegend ist und er ist folgt mal noch hier, dann lohnt sich das, in seine Lesungen zu gehen. Auf jeden Fall. Ja. Michael, gibt noch was wir vergessen haben? Ich habe vielleicht noch eine Idee. Du bist damit Anfang mit der Binde, die da unten hinkommt. Kann man ja vielleicht sagen, der Hüter des Steines. Ne? Gut. Ich gebe dann an die Technik so wieder, die hört das ja auch mit. Ja, du, letztlich ist das egal. Ich finde, wir haben das richtig gut hinkriegen. Wir hatten beten was über die Geschichte, aber natürlich auch über die Geschichte von diesem Burenhof vertellt. Und ich hoffe, dass jetzt noch diese Sendung ganz viel Zuschauerinnen und Zuschauer von Radio Weser TV, die den plattischen Klönschnack, den plattischen Fairtalk sich anhört und anklicken hat, jetzt anschließend Bio kommt. Und wenn du sich ordentlich benimmt, kriegt sie Bio, das werde ich auch eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee. Immer gern gesehen, jawohl. Michael, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Gern. Und vielleicht einmal weiter, wenn wir ein neues Thema für uns entdeckt habt. Und da gibt das sehr ganz viel. Ach, das ist ja das Anfang, ne? Genau. Und für die uns zugegeben habt, dass wir einmal in Plattdeutschen Fairtalk, mein Name ist Hans Mein, ich habe das gern mogt auf Plattdeutsch und vielleicht dann nochmal in andermal mit dem Plattdeutschen Fairtalk hier an Land in das Weserslot, wie Radio Weser TV. Lot ihr das gut gehen und du, lot ihr das gut. Ja,